Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben. Herzlich willkommen zu Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben. Heute für euch am Mikrofon Jürgen Schaaf, Jasmin Schulz und Jan Meckler. Hallihallo. Ja, schön, dass er uns zuhört, hier in dieser illustren Runde hier. Wir haben heute als Thema Kirche unterwegs. Und du, Jan, bist ja Unterwegs. Gut unterwegs hier in deiner Kirchengemeinde in Rülsheim. Nämlich, du hattest doch mal die Idee zu einem Churchbike. Erzähl mal, was ist denn ein Churchbike? Ein Churchbike, das ist eine mobile Kirche, kann man mal so sagen. Also ein großes Fahrrad und das kann man immer und überall mit hinnehmen und ist halt auch noch eine Kirche mit drin. Hat sogar noch einen Kühlschrank und alles Mögliche dabei und so. Und damit kann man sich überall hinbegeben, wo man das möchte. Kirche vor Ort bringen, Kirche zu den Leuten, wo sie sind, ja. Solange sie nicht vor dir wegrennen, ja. Wie sieht es denn dann so aus, wenn du sagst, Kirche auf Rädern, Kirche unterwegs, zu den Leuten bringen? Was machst du da so? Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen gemacht. Also in der Weihnachtszeit sind wir zum Edeka gefahren, weil dort sind die Leute, und nicht zu wenig. Und da haben wir uns da vorne dran gestellt. Der Sportverein war auch da, der hat zufällig die gleiche Farbe wie unser Churchbike, lila. Also von daher hat das ja gut gepasst. Und dann haben wir den Leuten einen Adventsgruß, Weihnachtsgruß mitgegeben und so kleine Geschenke verteilt, auch Kerzen und so und einfach alles Gute gewünscht und Gottes Segen praktisch so geschenkt, ja. Und dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, war wieder ein ganz anderes Setting. In Rülsheim ist da wirklich viel los und da haben wir es vor allem so gemacht, da haben wir Segen verteilt. Es gab doch so eine Aktion von der Landeskirche auch da in Speyer, glaube ich. Du sollst ein Segen sein oder so, ne? Ja, und die hatten dann so Segensbändchen und dann haben wir den Leuten einen Segen mitgegeben, auch wirklich auch Hände aufgelegt, wenn sie das wollten und so und ein Segensbändchen angelegt und das war Wahnsinn. Also das habe ich echt unterschätzt. Also wir haben am Freitagabend schon 300 Bändchen verteilt, dann waren sie all. Ja, und dann kamen die Samstag alle wieder und wollten auch noch ein Bändchen. Dann haben wir das halt ohne Bändchen, haben wir es auch wieder mit Kerzen und mit Geschenke und so und immer was mitgegeben. Ja, also das war echt schön. Ja. Ja, ich habe ja witzigerweise einen getroffen, der sich hat von dir segnen lassen. Der mir erzählt, ich war beim Jan, aber eigentlich bin ich ja Atheist. Und dann stand er da und hat gedacht, ich probiere das mal aus. Und hat sich dann von dir segnen lassen. Und ich glaube, der war dann tatsächlich, als ihr euer Essen gemacht habt, euer Adventsessen, saß der dann wirklich plötzlich mittwochs da mit dabei, ne? Und hat überlegt, könnt ihr ja mithelfen irgendwie. Zumindest, stimmt, da kam er dazu, ja, genau. Also das finde ich schon mal heiß, was das direkt für einen Effekt hat, ne? Ja. Ja, und wir kontrollieren ja auch nicht jetzt auf die Kirche oder was. Also, hallo, nee, genau. Also jeder herzlich willkommen und es ist auch wirklich schön. Also man kam auch toll ins Gespräch und so. Also es war wirklich super. Also kamen auch Familien und alle, also groß und klein von überall und so. Also es war sehr interessant. Ja. Also hat mir auch echt Spaß gemacht, also die Leute auch nochmal so viel näher kennenzulernen. Und das Setting auf dem Weihnachtsmarkt ist ja auch ein schönes. Ja. Gab es da irgendwie auch komische Blicke, wenn die da so ein lila Fahrrad direkt im Weihnachtsmarkt dann... Nee, gar nicht. Also wirklich, auf dem Weihnachtsmarkt hatten wir so unser Eck und hatten das auch groß ausgeschildert und dann kamen die Leute zu uns. Vor dem Edeka war es schon anders, ja? Weil da wollten die Leute ja einkaufen gehen oder wollten schnell die Sachen ins Auto bringen und da haben die oft gedacht, wir wollen ihnen was verkaufen. Aber das kann man sich ja auch selbst so vorstellen. Ne? Da stehen ja oft Leute irgendwie so rum und da hat dann der Spruch sehr viel gebracht, es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Gottes Segen für sie. Kostet nichts, aber bringt ihnen vielleicht noch was. Ja? Und das hat dann viel Türen geöffnet. Aber da musst du viel mehr auf die Leute zugehen. Und das ist so interessant zu merken, wenn du Kirche vor Ort machst, das ist immer überall anders. Also jedes Setting ist eine ganz andere neue Situation. Ja? Also vom Edeka musst du ganz viel auf die Leute zugehen, musst die so überreden, mal stehen zu bleiben oder ihnen was mitzugeben. Auf dem Weihnachtsmarkt kamen die Leute zu uns. Ja? Dann haben wir noch bei den Neujahrsempfängen. Das ist ja immer ziemlich groß bei uns. Also unsere Kirchengemeinde besteht ja aus 4 Dörfern, also Leimersheim, Kuratörth und Rülsheim. Und da sind immer große Neujahrsempfänge. Und da bin ich dann mit dem Fahrrad rumgefahren in jeden Neujahrsempfang. Ja. Okay. Ja, und das ist halt toll, das ist ja flexibel, kannst du überall hin. Und dann habe ich auch gesagt, wer hätte das gedacht, jetzt haben wir das erste Mal eine evangelische Kirche in Kurat. Und ihr hört, also ja, das ist halt schon sehr katholisch geprägt hier eigentlich, ja. Und ist dann nur eine mobile Kirche, aber egal, also evangelische Kirche hatten die dort noch nicht. Ja, das waren wir dann die ersten, ja. Wenn du jetzt so auf deine Erfahrungen schaust und Zeit, Geld
Menschen keine Rolle spielt, also wenn du wirklich träumen könntest, so à la I have a dream, was wäre Kirche dann für dich? Oh, Kirche, wir Kümmerer vor Ort, auf jeden Fall. Immer da, wo die Leute sind. Ob es jetzt der Supermarkt ist oder der Marktplatz oder einfach bei den Leuten auch zu Hause. Also wir machen ja viel davon schon ja auch, ja, dass wir die Leute besuchen, dass wir für die ansprechbar sind, dass wir Geburtstagsbesuche machen oder wir jetzt halt mit unserem Fahrrad uns auf den Marktplatz stellen und vor Ort oder so. Und dass man einfach präsent ist und dass man denen anbietet, für die halt da zu sein und dass man nicht wartet, bis sie kommen, sondern dahin geht, wo sie sind, dann ist ja die Hemmschwelle viel kleiner, ja. Also wer wird denn, also ich würde auch nie einen Telefonhörer in die Hand nehmen und einen Pfarrer anrufen und sagen, ich brauche ein Gespräch, ja. Aber wenn ich den auf dem Sportplatz treffe, gehe ich natürlich mal hin, ja, und rede mit dem und so, ja. Und die besten Gespräche, die kommen manchmal dann abends um 12 oder halb 1, ja, beim Fest oder so, ja, weil das den Leuten ja auch auf dem Herzen brennt, aber da muss der halt dabei sein, ja, also, ja. Und mitten im Leben sozusagen, ne? Ja, genau. Und das muss natürlich, also das überall möglich zu machen, braucht natürlich, das ist dann schon ein Traum. Also da braucht man schon viel Mittel, denke ich, ja. Aber ich glaube, darüber werden so Beziehungen geschaffen und gehört dazu und dann erwächst ja auch was, ja. Und das Ding ist auch, das mit der Kosten ist ja immer so, die Wege, die kommen ja manchmal. Also jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad beim Neujahrsempfang hat man eine neue Idee und zwar Rat der guten Tat. Ja? Also das ist, du kriegst kostenlos einen Wein ausgeschenkt bei uns und dafür sollst du eine gute Tat machen. Ich prüfe das auch nicht nach, aber man kann es uns auch schicken. Man kann das der guten Tat. Das Rad, das Fahrrad der guten Tat, ja, genau. Und ja, und das ist voll der Hit. Und am Anfang habe ich noch 2 Flaschen Wein von mir mitgenommen und dann habe ich noch einen getroffen, der hat mir auch was gegeben. Mittlerweile habe ich schon 15 Kisten Wein in meinem Garage stehen, weil die Leute mir das spenden, damit ich das halt umsetze in gute Taten, ja. Und ja, manchmal sind das so Selbstläufer und dann merkt man, und die Leute kommen, das finden sie gut und eine gute Tat ist ja aber was Tolles, ja, also das ist doch schön und da so zu anzuregen, aber auch ohne erhobenen Zeigefinger, also das ist ja nimmer, ich finde, das soll Kirche ja nimmer sein, ja, dass sie dir vorschreiben, was du jetzt machen musst und musst jeden Tag 3 gute Taten, also das ist okay ist, ja, aber vielleicht einfach mal positiv anregen und die Leute auf Ideen bringen oder so, dabei noch gute Gläser Wein trinken, also genau. Genau, wird das von dir verkostet, um zu gucken, ob es auch wirklich ein gutes Gläschen Wein ist? Also die Leute, die geben mir schon auch guten Wein, also so ist es nicht. Und eine große Bandbreite, also alle Geschmacksrichtungen haben wir da, also ja. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Wie stelle ich mir das vor? Das heißt, du stehst dann da beim Neujahrsempfang, hast dann so ein kleines Weinsortiment mit dabei auf deiner Theke vom ja, so sieht's aus. Also das Churchpark ist ja richtig cool, das hat ja einen riesen Kühlschrank drin, also der Wein ist auch schön kühl gelagert und dann hat es vorne so Präsentationsfläche, da kannst du die Weinflaschen reinstellen, dass jeder sieht, was es gibt und die sind schon gekühlt. Also das ist so in dem Fahrrad drin, ne? Also gibt's da alles, ja. Und die Kirchenmitglieder bei dir in Rölsheim, die ja eine Kirche vor Ort haben und keine mobile Kirche, was halten die davon? Bist du dann zu oft mobil unterwegs und weniger für die da oder gibt es da auch ein Feedback? Ach Gott, gar nicht. Das überlappt sich ja, die sind ja auch da. Also die Leute von Sonntags treffe ich ja auch auf dem Weihnachtsmarkt, ja, und dann kommen wieder welche vom Weihnachtsmarkt dahin. Oder wir haben jetzt mit dem Churchbike, haben wir zum Beispiel auch am Weihnachtsgottesdienst, also am 24. vor der Dampfnudel gestanden, weil ja da unsere Gottesdienste sind. Wir machen ja jetzt schon seit Jahren, seit Corona, die Gottesdienste in der Dampfnudel. Und da haben wir wieder eine neue Idee gehabt. Da haben wir keinen Wein ausgeschenkt, weil das hatten wir an Weihnachten vielleicht ja schon genug. Nee, da haben wir das so gemacht, da konnte man Bitten, Danke sagen, also man konnte Fürbitten auch abgeben. Und die haben wir dann da gesammelt und haben die dann im Gottesdienst vorgelesen bei den Fürbitten. Also die Leute konnten ihre persönlichen Fürbitten abgeben und sammeln und dann haben wir die im Gottesdienst und so haben wir das da gemacht. Dann stand das Churchbike vorne, dann konnte man sich da hinstellen und das schreiben, ja. Genau. Ja, also die Kombi, also wie gesagt, also die Leute, die ich da treffe, das sind ja auch Leute aus der Gemeinde. Immer wieder, natürlich, die laufen ja Auto, also ja. Jetzt hat ja Rölsheim eigentlich ein Luxusproblem, ne? Die haben so einen Burner als Pfarrer wie dich, ne? Ein Burner vor dem Herrn. Das Churchbike ist ja jetzt nicht nur für Rölsheim, das können ja auch andere Kirchengemeinden ausleihen. Ja, absolut machen sie, genau. Gibt es einen Tipp von dir, wo du sagen kannst, probier das oder das mal aus?
Ja, also ich glaube, das muss man wirklich je nachdem gucken. Also je nach dem Ort, wo man steht, aber natürlich auch nach der Art, wie ich bin. Also das bringt ja nichts, da jetzt irgendwas vorzuspielen. Das muss ja auch zu mir passen, ja. Also und ich kann mal, warum soll das Ding nicht auch vor der Bibliothek stehen, ja? Also oder was weiß ich, also das ist ja jetzt nicht so meins, aber vor dem Klassikkonzert kannst du auch hinstellen, wenn das zu dir passt, ja. Also ich glaube, darauf kommt es ja auch an, ja, dass das irgendwie passt, ja, authentisch ist auch oder so vielleicht, ja. Ja, Kirche unterwegs, ne, vor Ort. Kirche unterwegs, allerdings. Da hast du ja auch schon deine Erfahrung gemacht, oder? Du magst ja auch was mit vor Ort. Du bist ja nicht in der Kirche, sondern du bist ja auch in der Kita, ne? Beziehungsweise kombinierst ja da auch das eine mit dem anderen, oder nicht? Ja, das stimmt. In der Kita mit den Kindern Kirche erleben, wobei wir das nicht als Kirche betiteln oder bezeichnen, weil wir da ja ganz anders spielerisch unterwegs sind und erleben Geschichten. Das lieben ja die Kinder. Nicht nur Geschichten vorzulesen oder erzählt zu bekommen, sondern da auch mitzumachen. Und oder zu erleben, dass das mitten im Leben stattfindet, bei ihnen. Das schönste Erlebnis ist immer, wir haben tatsächlich so einen kleinen, also wie so einen Gebetskreis, kann man sagen. Und da nehmen wir immer so schöne Herzen als Hilfe. Das sagen wir immer, Gott danke für etwas und wird immer so Herzen in die Mitte gelegt. Und da kommen meistens die schönsten Dinge dabei raus. Also weil da die Kinder richtig tief in ihr Herz blicken lassen. Und da auch tolle Gespräche draus entstehen. Oder tolle Aktionen, die dann so im Nachgang noch in den Gruppen mit gestaltet, gebastelt, gebaut werden. Das ist Kirche, Glaube mitten im Alltag, mitten in deren Alltag. Nicht nur in den Kinderalltag, sondern auch in den von den ganzen pädagogischen Fachkräften, die da auch nochmal mit den Kindern ganz anders ins Gespräch und ins Leben schauen können. Das ist richtig genial. Ja, ich glaube, es muss auch so ein mit allen Sinnen erleben sein, oder? Ganz genau, ja, ganz genau. Was zum Erleben, für die Augen, für die Nase etc. Ja. Ja, ich erinnere mich dran, wir haben ja in Lustadt jetzt angefangen mit einer Lustader Sternstunde. Ja. Und da warst du beim ersten Mal ja auch gleich mit dabei und ich finde es immer noch genial. Du hattest ja damals einen Brausesegen mit dabei. Okay. Man kennt ja diese Ahoi-Brause, ne? Ja. Prickelsegen, ja. Genau, Prickelsegen, genau. Und jeder bekam dann so ein Päckchen, muss ja erstmal ein bisschen rütteln, rascheln und mal hören und zum Schluss sich dann quasi die Ahoi-Brause auf die Zunge legen, damit so richtig schön prickelt. Ja, aber das ist auch was, ne, wo mehr ganzheitlich gedacht wird. Hinterher gab es ja dann noch Stockbrot und Marshmallows und so weiter und so fort. Und da waren auch einige Leute da. Schön, Und ja, es gibt jetzt demnächst dann im Februar nochmal die Lustader Sternstunde. Und dann gibt es eine Kirchenführung mit Taschenlampe. Oh, okay. Das heißt, also da müssen alle eine Decke mitbringen. Also abends nehme ich mal. Abends um 19 Uhr, genau. Und dann geht man an verschiedene Stellen innerhalb von der Kirche, natürlich mit Taschenlampe und mit Kerzenschein und erkundet die. Und die ist natürlich die Apostelkirche in Lustadt auch. Die hat so eine ziemlich bemalte Decke mit ganz vielen Details, die man da untersuchen kann. Und ich bin mal gespannt. Und ich glaube, da kommen nicht nur junge Familien, also sprich Familien mit jungen Kindern. Ich habe auch schon gehört, dass manche ältere Damen und Herren gesagt haben, ach, wenn Also das für ist, alle da komme ich da auch. Ja, klar. Das ist auch offen, also kann ja jeder kommen. Also Genau, aber das ist genau das, so ein bisschen mit allen Sinnen erleben. Hinterher gibt es dann wahrscheinlich wieder Stockbrot, ne, draußen. Super. Und oft stehen die Leute nochmal, das Ganze geht ja nur eine halbe Stunde, aber die stehen dann noch 2 Stunden ums Feuer rum. Die Kinder erzählen, die Erwachsenen erzählen, die Kinder spielen, fangen oder was auch immer. Also ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass es an verschiedenen Orten stattfindet, die jetzt nicht so Standard sind oder so gewöhnlich. Ne? Das ist ja mit dem Churchbike ja genauso. Du kommst ja, dann man kann überall hin, genau. Also, ja. Aber sagt mal jetzt ganz kurz, ihr zwei, ne? Wir reden jetzt die ganze Zeit von Kirche unterwegs. Was ist denn eigentlich Kirche in diesem Sinne für euch? Eine Frage, die schon ganz lange... Ja, ganz lange. Nein, deswegen frage ich jetzt ganz bewusst, also für euch. Na, für mich ist es gelebte christliche Gemeinschaft vor Ort. Das ist das, was mir auch am Herzen liegt. Ja. Na, das sind wir uns ja einig, das ist schön. Ja, genau. Ja, viele sehen ja oft, wenn sie Kirche hören, denken sie ja an zum Beispiel so ein Kirchengebäude. Ne? Ja, ganz genau. Manche denken dann vielleicht an eine Institution. Und da, wo natürlich viel läuft vor Ort, glaube ich, dass das dann auch wirklich mit als Kirche wahrgenommen wird oder als Kirche beschrieben wird. Ja. Genau. Jan, wie sehen die nächsten Projekte bei dir noch aus?
Ja, ich überlege auch gerade, also ich gehe jetzt erstmal fasten, also ich bin jetzt mal eine Woche in Urlaub, also wenn ihr Wein vorbeibringen wollt, dann bitte erst danach. Ansonsten machen wir Valentinstag, das machen wir schon seit, ich glaube, 3-4 Jahren, machen wir immer an Valentinstag ein paar Segnungsgottesdienst, wo jeder kommen kann, große, alte, also ganz egal, also wirklich jeder eingeladen und da segnen wir Paare. Und das verbinden wir jetzt wieder mit dem Churchbike. Also wo sind die Leute in der Nähe vom Valentinstag? Beim Blumenladen. Also ich wollte mich vielleicht vor eine Blumenlade stellen. Muss ich aber noch abklären. Also die Idee schwirrt nur im Kopf rum bisher. Und dann stelle ich mich vor den Blumenladen und lade auch dazu ein, genau. Und das machen wir immer am Valentinstag auch ganz kurz, so halb, dreiviertel Stunde, damit man danach noch schön essen gehen kann zusammen. Ne? Also so abends um 18 Uhr. Wie läuft das ab? Nächste Programm. Wie stelle ich mir das vor? Das ist immer anders, weil die Konfirmanden das mitgestalten und die haben immer eigene Ideen. Wir hatten auch schon mal Valentinstag to go, das war in der Corona-Zeit, da sollten wir halt nicht so alle zusammen und dann gingen die so durch und dann konnte man sich auch sein eigenes Lied wünschen als Paar, das haben wir per Box eingespielt und dann konnte man mit dem Lied einlaufen, die Kirche entlang nach vorne und kriegt dann dort den Segen von mir, also Hände aufgelegt und so, also war auch ganz schön. Letztes Jahr gab es auch ein bisschen was zu essen, Sektempfang, gut, das gehört ja immer dazu, hast du schon gemerkt, also Essen und Trinken ist ja wichtig. Und ganz wichtig. dann muss man sich aber auch, also was heißt, man darf als Paar sich ein bisschen Gedanken machen, was einem wichtig ist in der Beziehung, vielleicht auch Sachen, die einen stören, so haben wir es, glaube ich, das letzte Mal gemacht, auch Sachen, die einem wehtun, die durften wir auch verbrennen zusammen und so, also und dann auch inhaltlich noch ein bisschen Tech, also ein bisschen Predigt und also immer was, also wir lassen uns mal überraschen, ist ja noch ein bisschen Zeit, also machen wir uns noch ein paar Gedanken, genau. Was sagt die Erfahrung, wie viele Leute kommen da so? Oh, da ist immer voll, also da waren es eigentlich immer mindestens 60, 70 und eher dann so zwischen so 80 bis 100, sage ich mal, ja, und dann ist unsere Kirche ja halt auch voll, ja, also die ist ja nicht so groß und das ist so das Ding, ja, dann das nächste, aber da darf ich eigentlich gar keine Werbung für machen, weil da ist immer schon voll, ist an unser Weinprobengottesdienst. Oh. Der ist, ja, genau, der ist aber wirklich echt der Hit, also ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht noch einen zweiten Termin machen oder so, weil da gibt es wirklich einen Winzer, der dann 6 Weine vorstellt, wir machen zwischendrin Texte, gibt es eine tolle Band, die Musik macht und so, also gibt auch Esse die ganze Zeit, also 6 Weine, 6 Esse, ja, aber wie gesagt, vielleicht brauche ich dann noch, ich verrate jetzt auch nicht, was es ist, genau, aber dann muss ich vielleicht mal noch einen zweiten Termin machen. Ja. Könnte aber eine Inspiration für andere Kirchengemeinden sein zum Beispiel, ne? Ja, also wenn sie guter Winzer haben, genau, und also die Stimmung wird immer besser. Je länger der Im Abend. Laufe des Gottesdienstes, je länger der Abend. Also das ist auch mit Abstand, ich gucke ja immer, dass meine Gottesdienste kurz sind, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass es nicht länger als 3/4 Stunde, selbst Weihnachten probieren wir, also wirklich immer so maximal 3/4 Stunde, ich finde die aufmerksam, sonst geht es irgendwann immer. Aber der Gottesdienst, ich glaube, der geht 3 bis 4 Stunden oder so. Also das ist ein bisschen länger, genau. Gute Dinge will Weile haben. Ja, genau. Ja, Manches genau. muss reifen. Ja, absolut, genau. Aber da hat sich auch noch nie einer beschwert, dass er zu lang ist, also, sondern eher, dass er rum ist, ja. Also. Ganz kurz nochmal zurück zu Valentin. Wenn das wirklich klappt mit dem Blumenladen, muss man sich da anmelden oder geht man da einfach hin? Wie läuft das? Ah, nee, nicht anmelden, einfach komme, Blume kaufen und dann gibt es von mir noch was dazu. Genau, ja. Ach so. Genau. Also soll ich jetzt schon sagen, wo, aber ich muss ja erst noch mal mit dem reden, mit dem, mit dem Blumenladen. Ja, gut. Genau. Ja. Wird das auf der Homepage irgendwie nochmal ausgeschrieben oder so? Weil Ja, wenn das dann könnte man natürlich machen, genau. könnte man aber, darauf verweisen, Ja, oder so, dass genau. wenn ihr up-to-date bleiben wollt, gerne immer mal wieder auf Nee, die aber Homepage ich schauen kann müsst. da ja auch gern, also Blumenhaus Götz, ja, in Kuhat, genau. Ja, wir haben noch ein großes Blumenhaus, genau, Götz in Und Kuhat. morgen mittags, abends oder den ganzen Tag? oder? Das weiß ich nicht, muss ich mal mit denen jetzt klären. Also ich hoffe auch nicht, dass sie jetzt Nein sagen, aber eigentlich sind die doch ganz Okay, nett. also Leute, Ganz lieb, ja. Kein Druck an dieser Stelle. wenn ihr Lust habt, an Valentinstag nicht nur Blumen zu kaufen, sondern euch dabei auch noch segnen zu lassen, dann guckt doch einfach mal auf die Homepage der protestantischen Kirchengemeinde Holzheim oder beim protestantischen Kirchenbezirk, sprich dekanat-germersheim.de. Da schreiben wir es jetzt einfach auch mal mit drauf. Das beschließe ich Also jetzt der mal so. Gottesdienst ist abends um 18 Uhr, also da könnt ihr auf jeden Fall dazu. Der findet dann in der Kirche bei in der uns, Kirche genau, statt. in der Okay, und Kirche, dann genau. gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Ey, nee, da gibt's den Segen, genau. Am Blumenladen, du ist ja nur einer. Also Ach man geht ja nicht zu so, zweit jetzt. Blumen kaufen. Jürgen, da muss man Ja, nachdenken. weiß. Meistens geht da
da nur einer hinkauft, die Blumen für die Herzallerliebste oder den Herzallerliebsten. Das heißt, da lade ich nur ein, genau. Und gibt vielleicht noch ein kleines Geschenk mit. Ja, den Paarsegen brauche ich ja 2. Also ihr könnt euch einen Doppelsegen abholen. Sprich, erstmal, wenn er schon eine gute Tat tut, nämlich in Form von, ich gehe mal ein paar Blumen kaufen. Genau. Und dann gibt es nochmal um 18 Uhr einen Valentinsgottesdienst in Rülsheim um 18 Uhr abends. Ja, das war's schon wieder für heute mit Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben. Ich muss gleich wieder an den Wein denken. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr dann demnächst wieder einschaltet. Wir, das waren Jürgen Schaaf, Jasmin Schulz und Jan Meckler. Ciao. Tschüss. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben.